Hallo, und wie man sieht im Hintergrund FIFA, aber alles von vorne. Ja, ich hatte das Spiel FIFA und in letzter Zeit habe ich wieder mal gespielt, weil ich bin schon vorher beschäftigt mit Battlefield. Also ja, es hat mir mehr Spaß gemacht als FIFA, vor allem ja Battlefield und auch das, Herr der Ringe mit dem Let's Play hat mir auch mehr Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich wieder mal ein bisschen an meinem Ultimate Team weitergemacht. Das ist ein Modus in FIFA, wo man sein eigenes Team kann zusammenstellen kann. Ja, zu meinem Team. Ich habe mir da ein Super League Team gemacht. Wer nicht weiss, was Super League ist, das ist die Schweizer Liga. Und ja, es sollte ungefähr ein Silberteam sein. Also das heisst zwischen Stärke 65 und 75. Ja, fangen wir an mit den Spielern. Der Medi im Sturm vom FC Zürich. Gutes Tempo und so, mehr auch nicht. Der Rieder von GC, der Holländer. Ziemlich gute Werte, finde ich. Links der Starspieler Shaqiri, den ich recht billig bekommen habe. Ich glaube es für 600 Münzen. Das ist recht wenig. Das ist Silberblau in der Mitte. Ja, ich bin ein IB-Fan, gehe jedes Spiel, Heimspiel. Naja, also im FIFA ist er besser als in Wirklichkeit, sage ich mal so. Aber gut, Costanzo, guter Schuss, gutes Tempo. Ja, ich finde ihn schlechter als er in Wirklichkeit. Also bei ihm ist es umgekehrt. Zum Silberbauer. Andrist habe ich vor allem wegen dem Tempo gekauft. 83 hat er. Berardi, der ist von Italien irgendeiner. Okay, das ist eine Ausnahme. Aber ich habe auf Rechtsverteidiger halt einfach keinen guten gefunden, es tut mir leid. Alain Neff, den kennt du ja, der ist auch von IB, Young Boys, Bern. Ja, macht Kopfball-Goal, macht Bewegen-Goal und verursacht für Penalties, okay. Also ja, ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll. Im Goal der Vanins, starker Goalie. Dann Sion, Dickstack, Verteidiger. Und der González, der gar nicht so schlechte Werte hat. Kopfballverteidigung ist er gut. Und auch Tempo hat er immerhin noch 65. Auf der Bank Ersatzgoalie da Costa. Dann Veskovac als Innenverteidiger Ersatz. Und Gesal, ja, wobei der sollte ich verkaufen. Ich meine, was bringen wir 2 Innenverteidiger? Philipp Koch, Rechtsverteidiger, Nuzzolo, habe ich sehr billig bekommen, habe ich glaube zuschlagen. Links Mittelfeld, Bühler, auch von Sion, ein Verteidiger. Und Jano als Sturmersatz, der hat sehr viel Speed, also vielleicht wechsle ich an dem auch ein. Gut. Aber es wird Zeit. Und ich kann euch sagen, ich bin kein FIFA Pro, aber ich gebe mein Bestes und auch nicht irgendwie eigentlich nicht gerade abkacken, ausser natürlich spielen gegen Teams, die 10-mal so gut sind. Ja, das ist mir so viel passiert, das finde ich blöd. Ich hoffe, ich finde einigermaßen ein. Okay. Suche Gegner. Das kann manchmal lang gehen. Übrigens der Manager. Habe ich auch noch einen. Der ist einfach passend zum Spielsystem. Mein System ist ein 4-5-1. Frag mich nicht warum, dass ich das genommen habe, ich einfach gerade Bock. Also. Okay, das ist... Nein, sorry. Aber ich meine nicht, das ist katastrophal, also 10-0 Niederlage haben. Wird doch wohl noch bessere geben, viel liebes FIFA. Also, ja, jetzt während dem Match
Ich werde mich dann konzentrieren müssen, das weiss ich. Aber... Ah, nächster Gegner. Bitte, kein overpowered oder so. Ja, komm. Okay, er ist schon weg. In diesem Commentary, also ja, habe ich dann einfach ein bisschen über Fußball in Europa möchte ich da ein bisschen reden. Überall in der Schweiz und also ja, in der Schweiz ist ja schon entschieden, das Meisterrennen. Da komme ich dann noch dazu und ja, in Deutschland ist so entschieden und in den meisten Ländern eigentlich glaube schon. Also in meinen bekannten Ländern. Nein, das tut mir nicht. Also so ungefähr 75 nehme ich sie dann schon an und ich hoffe. Ja. Vielleicht tue ich es halt rausschneiden, wenn es zu lang geht. Also, warten wir mal. Also, da haben wir einen gefunden. Wo passend ist, okay, er hat ein besseres Mittelfeld als ich. Aber egal. Let's go. Gut, sein Team. Okay, Chemie ist im Wolken ziemlich egal, wie man sieht. Oh, 46. Ich habe 95 Chemie. So viel dazu. Ich glaube, wir haben heute Lust auf Fußball. Am Mikrofon Manni Beugmann und Frank Buschmann. Also, Weiß, es geht los. Auf Fußball, Manni. Auf geht's. Okay, wartet schnell. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Ja, doch ein bisschen. Viele Fragen vor dem Spiel. Dann gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, Eisliger stellen da aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es überhaupt. Gut. Ja, das Meisterrennen in der Schweiz ist ja schon entschieden. Spannung ist riesig. Leider. Nein, also Gratulation an Basel natürlich. Sie haben einen riesen Vorsprung haben sie sich gemacht. Hey, ja, eigentlich. Ja, es war nicht so spannend gewesen. Denn Basel hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie viel, etwa 20 Punkte Vorsprung. Mal Flanke. Oh! Gute Chance gerade am Anfang. Und mehr die verliert den Ball. Gut, ja, eben, sie haben etwa 20 Punkte Vorsprung. Sie sind so, glaube ich, 24 oder 25 Spiele hintereinander ohne Niederlage. Okay, ich hoffe. Boah, ich habe schon gedacht. Und zweit ist Luzern momentan. Und dann kommt mein Club IB dritt, der eine Katastrophensaison abgeliefert hat. Ich meine, immerhin sind sie vom Kader her das zweitstärkste hinter Basel. Schlechter Pass gewesen. Das ist übrigens das erste Mal, wo ich mit dem Schweizer Team da spiele. Also Super League Team ein. Und der Gegner. Ja, könnt mir ruhig sagen, wenn der Tipps im FIFA hat oder so. Übrigens auch noch. Ah Mann, es laggt. Egal. Oh, okay, Longshot. Fast, haben wir schon gedacht. Der Rieder ist es gewesen. Ja. Eben, so viel zur Schweiz. Dann hat es noch den Fall Sion gegeben, der eigentlich auch noch gut dran wäre, besser. Also noch besser als Luzern und IB. Aber die haben einen super Präsident. Dank dem haben sie 36 Punkte abgezogen bekommen. Ja, sie sind jetzt letzt und müssen Parage. Das ist... Man hat auch noch eine längere Geschichte, ich mag jetzt nicht erzählen. Könnt ihr ja auf Google gehen. Dann... Ja, und Xamax. Ja, es ist jetzt ziemlich... In der Schweiz ist es wirklich eine Saison zum Vergessen gewesen. Oh, boah, was ist denn das? Ja, Xamax, wo Konkurs gegangen ist, sind nur noch 9 Teams. Ja, sie haben so einen tschechenischen Präsident. Ja, und der Gegner spielt mir gerade schwindelig da momentan. Eben, sie haben einen Präsident und der hat sie ins Unglück geführt, einfach so. So, Mehmedi, komm. Costanzo ist... Okay, da ist jetzt noch nicht so vorgekommen in diesem Gameplay. Also in diesem Spiel meine ich besser gesehen.
Der ist einer von meinen Lieblingsspielern auch. Ich finde wirklich, der ist chill. Ja, ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren. Los, ja, Wölfli. Ah ne, Vanins, sorry. Gehst mal dem. Jetzt starten wir mal Angriff. Oh man. I am a catastrophe. Schaut's nach an. Also. Jetzt vielleicht mal ein vernünftiger Angriff. Ja. Okay, leider vom Bowling knapp. Und Offside. Ja. Kommen wir zum nächsten Land, zu Deutschland. Da ist Dortmund Meister. Sie haben sogar den ewigen Rekord gebrochen. Also sie haben 81 Punkte in der Saison geholt. Der Rekord von Bayern war etwas mit 70 gewesen. Ja. Oh, die, gelb-schwarz. Ist King. Nein. Aber ja, ich denke, es ist verdient. Ich meine, sie ja, ne. Wieder fast ein Goal. Sie haben wirklich die Gegner auch dominiert oben. Vor allem auch ihre Konkurrenten. Abgesehen von einem schwachen Start natürlich. Aber ja, jedes Team hat mal vielleicht schwächere Phasen. Köln und Kaiserslautern. Schöner Pass. Memedi. Nein. Das hätte es Goal müssen sein. Schade, schade, schade. Ich habe einen Lob versuchen. Aber irgendwie klappt das fast nie. Sorry warum. Vielleicht hätte ich es besser so anders. Ja, Fehler von Berardi. Was ist das? Ja. Einfach für. Es lag wieder. So, Pass. Und jetzt gehen wir über die dingslige Seite. Mit dem anderen ist 83 Tempo, Speed. Und er verliert den Ball. Costanzo. Wird abblockt. Costanzo hat einen guten Schuss, 72. Okay, ja, schon genug über ihn geredet, denke ich. Ja, in Deutschland kommen wir nochmal zurück. Hertha und Kaiserslautern, nein. Köln und Kaiserslautern steigen ab. Jetzt ist gerade gestern, oder heute, ja, Tag, nein, ich glaube es gestern. Ist da die letzte Runde gewesen. Ich weiss nicht, wenn ich das auflade. Okay, wo, ich denke, das ist schon draus vorher. Ja, es tut mir, um Köln tut es mir irgendwie ein bisschen leid. Und auch mit Podolski. Ich meine, wenn er mit seiner Abschiedssaison einfach absteigt, ist schon recht hart für mich. Aber das ist halt Fußball. Hertha, Penalty. Ist ja klar gewesen. Und wer hat es verursacht? Der Neef, genau beim richtigen. Hey, also, das FIFA macht wirklich echt super realistisch. Also, da habe ich. Oho, ja. Okay, das war der Fail vom Gegner gewesen, wahrscheinlich. Boah, unglaublich. Mannis, gut gemacht. Okay, ist nicht so schwierig. Da, ja, Kopfball. Ja, eben, so viel zur Bundesliga. Dann sind noch Europacup-Plätze, haben noch Wolfsburg, Schalke und so besetzt. Ah ja, vor Überraschung vor Saison natürlich. Borussia Mönchengladbach, die letztes Jahr fast abgestiegen sind. Mit dem Schweizer Trainer Lucien Favre, der ist ein chilliger Typ. Geiler Sieg. Gut. Und dann möchte ich ja jetzt der Granit Xhaka verpflichten. Das ist ein Spieler vom FC Basel, der aber völlig gehypt wird. Also meiner Meinung nach. Ich möchte nicht sagen, dass alle Spieler von Basel gehypt sind, aber der ist wirklich, ganz ehrlich, ich hoffe, dass sie den nicht verpflichten.
Also für Gladbach hoffe ich. Weil er wird wirklich eine Enttäuschung für sie sein, denke ich. Ja. Gut, in Spanien ist es auch schon klar, mit den Meistern. Und so. Real hat es geschafft. Ja, nach etwa 4 Jahren wieder, 4 Saisons wieder mal. Und da haben wir einen Schuss vom Gegner. Nach 4 Jahren haben sie es wieder mal geschafft. Und Real ist zweit. Nein, Barca ist zweit. Boah, was für ein Versprecher. Costanzo mit dem Pass. Und jetzt Andrist mit einem legigen Pass, aber der kommt an. Aber dann verliert er den Ball. Okay. Boah, Silbenbauer, da noch nichts gemacht. Also der Gegner hat auch ein paar Goldspieler im Mittelfeld, also ja, man sieht es da gerade. Ich komme fast nicht an den Ball. Wieder. Da. What the fuck? Lag. So, jetzt aber. So. Costanzo. Sieht den Mehmedi. Einfach mal drauf schießen. Okay. Ein bisschen weiter nehmen. Mehmedi mit einer lustigen Frisur. Das hat er glaube ich jetzt auch noch. Der spielt übrigens nicht mehr bei Zürich. Das ist noch, keine Ahnung. Irgendwie da ist es nicht aktualisiert. Der ist bei... Wo ist er jetzt? Bei Dynamo oder so. Irgendwo in der Ukraine spielt er jetzt. Noch ziemlich erfolgreich. Er hat auch Stammplatz erobert. Ja. Also in Italien habe ich gerade vor wenigen Minuten, okay, vielleicht von einer halben Stunde, erfahren, dass Juventus Meister ist. Milan hat 4-2 gegen Inter verloren. Inter habe ich jetzt auch nicht so gern, aber naja. Ich gönne es Juventus irgendwie. Keine Ahnung, einmal mehr als Milan. Ich war früher auch mal Milan-Fan, aber irgendwie seit der Berlusconi ist, habe ich es nicht mehr so gern. Berlusconi kennt ja wohl jeder, oder? Ich habe schon gedacht, es gibt Penalties. Mehmedi. Ja, der hat es ja selber gesehen. Es laggt immer so heftig. Das schießt mir an. Jetzt passt er gerade. Ja, jetzt gibt es Goal. Ah, nein. Immer noch 0-0. Vielleicht gibt es ja noch ein Penalty-Schießen oder so. Jetzt langer Ball. Wow, kein Offside. Mehmedi. Sorry. Ist ja klar. Das ist einfach klar gewesen, dass es leer geht. Hey, Wer hat es geschafft, das zu verschießen? Nein, sorry. Beim Neff hat es mich nicht überrascht, aber... das glaube ich einfach nicht. Ja, schön. Wieder ein Lag. Oh, natürlich nicht. Warum habe ich immer das Gefühl, dass FIFA ist gegen mich? Okay, FIFA ist übrigens ein Spiel, wo ich werde eigentlich recht selten aggressiv bei Games. Aber bei FIFA manchmal werde ich wirklich recht rabiat. Also jetzt im Ultimate Team nicht, weil... Oh, schönes Goal. Okay, jetzt 75. Minute, jetzt 1 noch gegen mich. Wow. Von irgendwas Venovic. Okay, jetzt braucht es Reaktion. Mit dem schlechten Pass. Okay, das ist nichts. Neff. Voll. Ja, ich schon gedacht. Ja. Was haben wir noch? England. Mit Manchester United und Manchester City, die gegeneinander spielen. Dort ist es noch nicht entschieden. Aber Manchester City hat gerade gewonnen. Gegen Newcastle, das ist sozusagen ihre... Ne, verliert den Ball. Hey, was, da ist, hat er jetzt das gesehen? Wieder stehen geblieben. Also nächstes Mal spielt er nicht mehr. Ferrari klärt, schön gemacht. Wieder ein schlechter Pass.
Gut. Ah, genau so geht's nicht. So, jetzt alles nach vorn. Mann, ich hab genug gute Chancen gehabt. Eins Go hätte ich doch verdient, meine lieben Leute. Also jetzt nochmal. Boah, was mache ich da? Ich kann nichts killen. Ah, Bau jetzt aber alle. Wieder ein Lag. So, jetzt. Gestört hat er ihn, aber den Ball hat er nicht gekriegt. Okay. Ich glaube, es wird schon eine Niederlage geben. Nee, was ist... Gut, heisst noch Niederlage. Toller Einstand, muss ich schon sagen. Nein, aber das gehört im FIFA dazu, man kann nicht alles gewinnen. Ja, Manchester City, dort ist es noch am Laufen, in England, gegen Man U, wobei City jetzt bessere Karten hat. Ich bekomme 471 Münzen, nebenbei noch. Ja, es sind die besseren Karten, es ist glaube ich noch jetzt eine Runde oder so. Keine Ahnung. Und ja, schauen wir, wer gewinnt. Das wär's auch schon gewesen. Mit dem Spiel FIFA, Noten. Okay, Goalie gut und so, Rest schlecht. Ja klar, der Neve 6. Das ist noch viel zu gut bewertet, nein, sorry, aber... Wow. Ja, das wär's. Und vielleicht sehen wir uns ja dann wieder mal. Vielleicht auch nicht, aber ja, FIFA ist cool. FIFA 12 vor allem, das ist richtig, eigentlich noch gut, finde ich. Bis dann und tschüss miteinander.